Hallo, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu meiner heutigen Lesung. Ja, ich glaube, es ist die vierte Lesung und ja, es bringt mir auch Spaß und ich freue mich, dass ich doch inzwischen einige Leute habe, die sich meine Lesung anhören, ansehen. Und bevor wir jetzt anfangen, nehme ich ein Streichholz aus dieser wunderschönen Schachtel, zünde sie mit Ihnen gemeinsam an und hier ist das Licht. Und jetzt pusten wir das Licht aus. So. Ja, dann soll es auch gleich losgehen, aber vorher möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, dass ich inzwischen auch für Kinder lese. Eine Bekannte, eine ehemalige Schülerin von mir, bat mich doch auch für Kinder zu lesen und seit gestern lese ich nun auch täglich für Kinder. Ja, vielleicht gucken Sie doch da auch mal rein. Es ist etwas für kleine Leute, aber große Leute sind ja auch manchmal ganz gern klein. Lassen Sie sich überraschen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch da mir folgen würden. Heute habe ich etwas mitgebracht von Arnold Risch, von Kurt Tucholsky und von Friedrich Schnorr, genannt Lüttenhans. Ich fange an mit Arnold Risch, Mein Paula. Mein Paula, guck, bei dir vor Tür steh ich nun schon 2 Stunden hier. Auf Straße, Paula, siehst du mir? Worum bist du nicht hier? Mein Paula, guck, du weißt das doch. Im Bauch hab ich ein großes Loch. Und du warst doch mein bester Koch. Mein Paula, weißt das noch? Mein Paula, guck, dein Sülzkotelett war groß als so ein Toilettenbrett. Ich träum davon, noch nachts im Bett. Och, wenn ich das man jetzt bloß hätt. Mein Paula, guck, dein Knackwurst war mit Senf besmiert, ein Musterpaar. Und war ich denn mit ein Paar klar, verslang ich dir mit Haut und Haar. Mein Paula, ach, dein Buddelbier, ein Külm dazu, war was vor mir. Ach nee, was hab ich bloß von Gier, nun lau ich hier auf dir. Mein Paula, wenn du nicht gleich kömmst, wird meine Liebe abgebremst. Auch wenn du mir die Tür einklemmst und dir dagegen stemmst. Mein Paula, guck, so geht das nicht, wo man mir so die Treue bricht und nix bei dir zu fressen kriegt. Ich hab ne andere in Sicht. Die Henny nebenan bei dir, schmeißt auch ein Augenpaar auf mir. Ein Eisbein krieg ich auch bei ihr, bleib ich ihr Kavalier. Mein Paula, tschüss, ich will nun gehen, ich lass dein Sülzkotelett batz stehen. Kannst dir ein Zellophan eindrehen, selbst schuld, auf Wiedersehen. Mein Paula, guck, brauchst nicht zu weinen, ich guck bei dir mal wieder rein, und kochst du mir dein Gänseklein, will ich auch treu dir sein. Die Schuld liegt ganz allein bei dir, was lässt du werten mir vor Tür? Guck, Paula, sowas tut man nicht, und wenn das Herz auch bricht, ich war dein Sülzkotelett stets treu, auch Bier und Knackwurst nebenbei. Ich hau nun ab, lass mir in Ruh, du Schnabbel, Achtein, du. Hm, ja, Sülzkotelett wäre jetzt auch nicht schlecht. Oder eine Knackwurst, so eine leckere Knackwurst, vielleicht noch vom Hü-Hü-Doktor, nee, Doktor ist gut, Schlachter, ja, so ist das. Und jetzt von Tucholsky, Halt auf freiem Felde. Erst fangen die Bremsen unter dem langen Wagen an,
in tiefem Ton zu singen, dann lässt das regelmäßige Stuckern der Räder nach, die Fenster klären nicht mehr so einschläfernd, dann wird die Bewegung des D-Zuges langsamer. Ganz vorsichtig zieht er nur noch einher, dann steht er. Die nicht mehr ganz junge Engländerin in der perlgrauen Ecke des Coupés richtet sich halb hoch. Sie ist schlank wie der Schaft einer Lanze. Sie hat diskreten, guten Geschmack und einen herrlichen Pelz, fleischfarbene, seidene Strümpfe, einen hellvioletten Schatten in den Maschen und aus Angst vor Eisenbahnräubern eine schäbige, abgetragene schwarze Handtasche. Sie lässt ihr Buch sinken und sieht hinaus. Sie lächelt mit einem merkwürdigen, untergründigen Lächeln. Was ist? Da, draußen, vor ihrem Bahnwärterhäuschen, die ganze kleine Familie. Er, ein strammer, junger Bursche in Hemdsärmeln, nicht in Adjustierung, denn der Zug hält hier unerwartet. Vorn steht ihm das Hemd über einer kräftigen Brust halb offen. Seine Haut hat einen braunen Ton, seine Zähne blitzen, er lacht. Sie, eine ganz junge, verschüchterte Frau, zart, schmächtig, mit hellen, dünnen Haaren. Das Kindchen, das auf der Erde krabbelt und sich am Rock der Mutter festhält. Alle drei sehen auf den Zug. Das Kind streckt die kleinen, dicken Hände aus und will alles haben. Die Eisenbahn, die vielen Leute an den Fenstern und den weißen Rauch der Lokomotive. Die junge Frau sieht ganz glücklich und beinahe ein bisschen ängstlich auf die Reisenden. Das Abteil erster Klasse hält gerade vor ihr. Ihre sehnsüchtigen Blicke sagen: Perlen und Geld, so viel Geld und Wein und in hohen Sälen tanzen. Sie trinkt für ihr Leben gern Champagner. Der junge Bahnwärter sieht die Leute an und lacht. Die Engländerin lächelt noch immer und zeigt eine Reihe großer Zähne. Plötzlich hat sie ein kräftiges Kinn und die hellen Pupillen in den Augen weiten sich. Sie isst für ihr Leben gern Rindsbraten, gutes, kräftiges Fleisch mit Senf auf ungehobeltem Tisch. Einmal in den Alpen ist sie einem Mann begegnet, der kam von den Bergen herunter und war 4 Wochen allein gewesen. Er hatte nach Erde geschmeckt, nach Quellwasser und sonnigen Steinen. Das Kind kreischt in den Rauch, die schmächtige junge Frau starrt auf die reichen Leute, der Bursche lacht und die Engländerin sieht noch immer fest auf den jungen Bahnwärter. So sehen sich alle ein paar Minuten an. Aber nun ruckt der Zug an und setzt sich langsam in Bewegung. Tja. Eigentlich passt dazu "Der Zahlen verschieden" von Friedrich Schnorr. Ein Stückchen u de ole gode Tiet. Der ole Kromer hinner Kron hade dummerhaftige Angewohnheit, dat hebe jeden Snack sängde Tje,
dat's all verschieden, all verschieden. Ob dat do nu hinpasst oder nicht, do dache nicht über no. Na, eins morgens stünn he achter sin Tonbank und komplimentier just so'n Windbüdel von Reisenden ute Lodendör. Hier hebt noch no em Toe, dat's alles verschieden, de ein lässt sich wat ansnacken und der ander nicht, dat's alles verschieden. Ich käuf, wenn ich will und nicht, wenn sie willen, dat's alles verschieden. In düssen Augenblick treten Frau mit so'n großen Bummelkorb in de Deur und rennt und kickt sich so'n beten Show und ängstlich in Loden. Sieh door, morgen, morgen. Na, wat zahlt sien, lütje Frau? Sie Kron. Och, ich wohl gern, heft se wohl. Ich ha gern 3 Pfund grode und gode Kaffeebohnen. Jawohl, wo dür soll de Bohn wohl sien? Das eins verschieden, 2 Mark, 2,50 und 3 Mark, das alles verschieden. Och, seh de Frau, ich trink gern tas golden Kaffee, geben Sie man den besten. Jawohl, das eins verschieden. Der ein nimmt gern ein bisschen billig und der andere nimmt von den besten, das eins verschieden. Damit kriege de Kaffeebohnen in de Tüt, setze ob de Wogschol und mit so'n Sisslaweng gift he de Schol, wo de Bohnen obstün noch so'n lütten Knuck, dat se ook de Tonbank stötten de und dat utsehen de, als wenn he wunder wat für ein reelles Gewicht geben ha. Mit so'n zwierigen Grinse langt he denn de Frau de Tüt rüber. Och, meinte de Frau, de Tüt können se sporen. Ich hef hier en Korf, ne Krug, do kann ich den Kaffee rinschütten. Das alles verschieden, sagt Kron. Die meisten Lüd nehmt en in de Tüt und sie nehmt en Leber in den Krug, das ist alles verschieden. Jo, seht die Frau und beugt sich in für de Tonbank bei ihren Korb zu schaffen. Wat ich noch fragen wohl, kann ich de Krug hier wohl noch stone loten? Ich will noch eben mal nur de Apthek und hol sie, wenn ich trüchkomm ab und betul dann auch glick. Aber gern, seh Kron freundlich, das alles verschieden. Der ein nimmt dat forts mit und der ander lädt dat noch ein bisschen stone, das alles verschieden. Setzen Sie den Krug mal do in der Eck ob'n Bord hin. Damit schifft de Olsch mit ihren Korb af. De Dach geht hin und als Kron obens den Loden dicht mucken will, da sit de Krug noch ob'n Bord stone. He will den Kaffee wieder in Sack trüschschütten, do wart he gewor. De Krug het gar kein Botten. De Kaffee is slank weg en de Frau ihren Bummelkorb vollen. So'n verfluchte Betrüger, fluchte Ohl. Nee, wo kann ango, dat's doch all verschieden. Welche Krucken hätten Botten und welche nicht. Ja, so kann man auch Geschäfte machen. Ja, meine Damen und Herren, auch vielleicht liebe Kinder, liebe großen Leute, liebe kleinen Leute, das war meine heutige Lesung und ich wünsche Ihnen allen weiterhin Gesundheit, passen Sie auf sich auf und wir sehen uns hier übermorgen wieder. Alles Liebe, alles Gute und tschüss.